Der Detektiv Pinky hilft dem reichsten Mann der Stadt. Und das spricht sich natürlich auch gerade um. Ja, das passiert im ersten Fall von ihm, vom cleveren Detektiv Pinky. Du bist clever, weil du da zuhörst, eingeschaltet hast. Gute Entscheidung, ich bin Anna Zöllig-Hoi. Zusammen hören wir den nächsten Fall. Und weißt du was? Der Detektiv Pinky, der wird im Fall der grösste Held der Stadt werden. Ja, und dem Traum, dem kommt er auch immer näher. Aber los selber. Seine Limousine! Er kommt! Da kommt unser größter Held der Stadt! Es ist Musik! Pinky! 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 Lieber Pinky, dieser Festtag ist für dich. Genau wie dieses Denkmal, das wir dir haben bauen lassen, hier mitten auf dem Marktplatz. Wir feiern dich. Wir ehren dich als größten Astronauten, den die Stadt je gesehen hat. Du hast als erster Mensch der Welt Fuß auf dem... Was zum Teufel? Was gibt's denn jetzt wieder? Es war ein brüllend heißer Sommertag. Ich hatte meine bunt bemalte Mülltonne, meinen Thron, hinter den Schornstein gezogen. Der einzige Platz auf dem sengend heißen Dach, wo ich ein bisschen Schatten fand. Hier saß ich, ein 12-jähriger Waisenjunge, 6 Stockwerke über dem stickigen Dunst, der die Straßen der Stadt in eine Sauna verwandelte, und träumte meinen Lieblingstraum. Wie ganz Kitzbühel mich feierte. Bis mich ein Pfiff von meinem besten Freund daraus geweckt hatte. Der Pfiff kam von der Straße, 6 Stockwerke unter mir. Was gibt's, Monster? Komm runter! Pinky! Da hinten wartet ein irrer Typ auf dich, in einem irren Straßenkreuzer. Der will mit dir sprechen. Straßenkreuzer. Ihr würdet heute wahrscheinlich eher sagen, geiler Schlitten. Aber für uns war so ein getuntes Auto mit poliertem Lack und Heckspoiler eben ein Straßenkreuzer. Such dir jemanden anderen für deine Witze, Monster! Oh Mann, ich renn doch bei der Affenhitze sicher nicht alle Stockwerke nach unten, nur um dann festzustellen, dass du mich verarscht hast. Tja, als wenn ein Straßenkreuzer vor unserem vergammelten Waisenhaus hält und nach mir fragt. Mann, lass dir was Besseres einfallen. Oh Mann, ehrlich, guck doch mal vorne runter. Ich schlenderte zur Dachseite, von der man auf unsere Straße schauen konnte. Blickte erst gemächlich nach der einen, dann nach der anderen Seite, bevor ich, wie ganz zufällig, einen Blick nach unten warf. Oh Mann, tatsächlich. Ein Riesenschlitten. Vielleicht sogar ein Monster. Ich komme runter, Monster! Pass auf, dass der Skunk dich nicht erwischt. Der hat heute wieder mal extra schlechte Laune. Roger, bis gleich! Skunk war unser neuer Spitzname für unseren Waisenhausleiter Potter und bedeutet auf Deutsch Stinktier. Also, wenn es um ein Tier geht. Wenn man es zu einem Menschen sagt, dann meint es eher sowas wie Sauhund. Wir fanden, für Potter passte beides sehr gut. Oh Mann, tatsächlich ein Monster. Wenn ich etwas mehr liebte als Tiere, dann waren es Autos. Egal, ob der Typ zu mir wollte oder nicht, aber so einen Flitzer bekam man hier nicht alle Tage zu sehen. Um den Monster standen lauter verlumpte, halbnackte Kinder aus unserer Straße herum und glotzten den glänzenden Lack und die getönten Scheiben an. Monster stellte sich neben mich. Der Fahrer hat die Kinder hier gefragt, wo er einen gewissen Pinky findet. Was will denn der von dir?
Was weiß ich? Das ist vielleicht so eine Art Superman, der sich der unterdrückten Waisenkinder annimmt. Stell dir vor, Pinky, mit dem Schlitten durch Kitzbühel gondeln, am Hotel mit Jazzstick vorfahren und rein in die stinkfeine Bude. So wie wir sind. Der Portier muss die Tür aufreißen und stramm stehen. Und an der Eiscremebar sagt Superman: Bestellt euch jede Sorte, die ihr wollt. Mit einem leisen Surren fuhr die Scheibe des Monza herunter. Und drinnen saß echt ein irrer Typ. So ein blond geföhnter Muskelprotz, wie man ihn sonst nur aus dem Fernsehen oder von Werbetafeln kannte. Bist du Pinky? Nee, das ist Pinky. Hi. Okay. Ich warte am Lincoln Museum auf dich. Aber komm allein. Fast lautlos fuhr der Monza an. Ist der blöd? Warum nimmt er dich nicht gleich mit? Boah, was für ein super Abgang wäre das denn? Die Beifahrertür schwingt auf und du schmeißt dich auf die Polster und dann... Er fährt sicher Potter davon und nimmt mich in die Mangel. Ja, stimmt. Aber was will denn der von dir, Pinky? Das finde ich jetzt raus. Mach's gut, Monster. Ich erzähl's dir später. Ich rannte zum Lincoln-Denkmal 2 Straßen weiter. Ich war sicher, dass Morgan den Muskelprotz geschickt hatte, damit ich dem reichen Knacker mal wieder aus der Patsche helfen sollte. Aber den würde ich abfahren lassen. Für Sie, Mr. Morgan? Einmal und nie wieder. Was? Berge von Eis versprechen Sie mir? Naja. Vor dem Denkmal wartete schon der Monza. Steig ein. Ich konnte es mir noch nicht mal bequem machen, schon schoss der Monza davon. Raus aus der Stadt, in eine Gegend, wo ich noch nie gewesen war. Große, teuer eingezäunte Grundstücke, zwischen deren Büschen und Bäumen vornehme Villen aufblitzten. Der Monza raste plötzlich auf ein stählernes Tor zu, das sich automatisch öffnete, fuhr durch einen gepflegten Park und hielt federnd vor einem Haus, das wie ein alter Landsitz aussah. Komm mit. Wir stürmten ins Haus und ich hatte kaum Zeit, mir alles genau anzusehen. Eine große Halle mit Palmen und anderem Grünzeug, eine breite Treppe und alles war super angenehm kühl. Schließlich landeten wir in einer Art Büro. Hinter dem Schreibtisch saß ein doppelbäuchiger Mann mit Glatze und Goldbrille. Hier ist er. Ist gut, du kannst gehen. Der Muskelprotz verschwand und der Glatzkopf stand auf. Da hätten wir also unseren Wunderknaben. Wunderknaben? Du also hast dem alten Morgen geholfen, was? Cola? Hier. Ich schmiss mich in einen der dicken Ledersessel, als säße ich jeden Tag in teuren Designermöbeln und nippte an der eiskalten Cola. Dabei blickte ich den Dicken unschuldsvoll an. Keine Ahnung, wovon Sie da reden. Dabei wusste ich es ganz genau. Morgan war der reichste Mann von Kitzbühel und ich hatte ihm mal aus der Patsche geholfen. Und versprochen, niemandem davon zu erzählen. Als Detektiv muss man schließlich schweigen können. Freut mich, dass du das Maul halten kannst. Aber ich weiß Bescheid vom Morgen selbst. Zirkuskarten und Affe. Genügt das als Beweis? Okay. Die Bedingungen sind klar. Kein Wort zu irgendjemand, okay? Die Hölle soll mich verschlingen, wenn ich meine Klienten verrate. Sehr gut. Schon mal was von dem Gespenst der Ashtons gehört? Du bist hier im Haus von Abraham Ashton, dem die große Kleiderfabrik in Kitzbühel gehört und die Kette der ABC Drugstores. Kennst du? Und noch einiges mehr zwischen hier und New York. Und ob ich die ABC-Kette kannte? Drugstores, das ist Englisch für Drogerie. Also, das waren die Läden früher mal. Inzwischen meint Drugstore einfach Imbissbude. Und die ABC Drugstores hatten das beste Eis in der Welt. Hatte ich gehört. Gegessen hatte ich es noch nie. Ich bin Bill Saylor, verantwortlich für die persönliche Sicherheit von Mr. Ashton.
Vielleicht kannst du mir helfen. Warum gerade ich? Haben Sie für sowas nicht Ihren blonden Muskelprotz Superman? Mich und meine Leute kennt ja jeder. Aber auf so einen Jungen wie dich, denke ich mir, wird niemand achten. Pass auf, Kleiner. Es gibt eine Legende, dass dem Chef des Hauses Ashton kurz vor seinem Tod 3-mal ein Gespenst erscheint und ihm sein bevorstehendes Ende anzeigt. 3-mal. 2-mal war es schon da. Natürlich glaube ich nicht an Gespenster, aber leider denkt der Chef nicht so und er ist schwer krank. Jede Aufregung kann ihn umwerfen. Das erste Mal konnte ich es vertuschen. Vorgestern Abend tanzte im Park ein eigenartiges, schillerndes Licht vor den Bäumen. Was zum Teufel ist das? Was denn? Taylor? Was ist da? Schauen Sie mal dort, Sir Ashton. Die Bilder Ihrer Vorfahren. Müssten die nicht mal abgestoppt werden? Ich habe Ashton abgelenkt und schnell den Vorhang zugezogen. Aber gestern Abend hat er es mitbekommen. Plötzlich raunten geheimnisvolle Stimmen von überall her durch die Bibliothek des Hauses. Oh Gott, was ist das? Taylor! Woher kommt das? Himmel, Sir, was ist mit Ihnen? Was haben Sie? Er hat fast einen Herzschlag bekommen. Ich fürchte, das mörderische Gespenst wird heute oder morgen zum 3. Mal auftauchen. Haben Sie jemanden in Verdacht? Ich saß während Sailors Erzählung lässig im Sessel. Als würde ich schon seit Jahrzehnten Verbrecher jagen und als wäre es für mich was Alltägliches, dass die Reichen der Welt mich um Hilfe rufen. Ich bedauerte unendlich, dass ich keine Pfeife hatte wie der britische Detektiv Sherlock Holmes, die ich ab und zu aus dem Mund nehmen konnte, um bedeutungsvoll zu nicken. Nicht, dass ich rauchen würde, aber so für den richtigen Effekt. Ich schätze, es ist einer seiner 3 Neffen, die auch hier im Hause wohnen. Ich zeig sie dir nachher. Ich dachte, ich stell dich offiziell als Boy an, der im Haushalt zur Hand geht. So kannst du dich unauffällig umsehen. Als Boy? Das war so viel wie Diener, niederster Sorte. Na prima. Und was hab ich davon? Anständiges Essen, anständige Klamotten. So wie du aussiehst, kannst du hier natürlich nicht herumlaufen. Und wenn du tatsächlich... Also, wie viel Dollar Honorar verlangst du denn pro Tag? Kein Geld. Potter, dieses Stinktier würde es mir doch nur abnehmen. Ich will Erfolgshonorar. Freies Eis für mich und meinen Freund Monster in den ABC Drugstores. Ein ganzes Jahr lang. Okay. Und du kannst dich einmal komplett einkleiden in Ashtons Fabrik. Von mir aus auch dein Freund Monster. Wir sind aber 7 Kinder im Waisenhaus. 5 Mädchen und 2 Jungs. Du bist ja ein richtiger Geschäftsmann. Ja, das kostet den alten Ashton doch keinen Pfennig. Das bisschen Eis fällt nebenbei ab und die Kleider können Sie als wohltätige Spende verbuchen, oder? Sein Leben sollte ihm schon etwas mehr wert sein. Wie viel? Einen Elefanten. Bist du verrückt? Was hast du von einem Elefanten? Ja, mein Vergnügen. Und alle anderen auch, die in den Zoo gehen. Sie gehen wohl nie in den Zoo, hm? Nie. Na gut, wenn Sie nicht wollen. Bleib sitzen. Elefant ist nicht drin. Allerhöchstens eine Giraffe. Das ist das Teuerste, worüber ich allein entscheiden kann. Vielleicht macht der Chef einen Elefanten draus, wenn du Erfolg hast. Einverstanden. Dann rief Sailor im Waisenhaus an und erzählte Potter, er wolle mich für ein paar Tage als Gartenhilfe engagieren. Denn Skunk interessierte nur, wie viel Sailor dafür zahlen wollte. Für $1 pro Tag verkaufte er mich, solange Sailor wollte. Dann bekam ich Jeans, Sandalen, Strümpfe und dann musste ich tatsächlich arbeiten. So,
Du kannst anfangen mit Staubwischen, dann Fenster putzen, dann das Parkett bohnern. So kommst du überall gut rum. Ich musste mehr arbeiten als beim Skunk. Dafür bin ich nicht hier. Aber das Essen war klasse. Ich durfte mich in der Küche über die Reste hermachen. Mann, ich hatte nie geglaubt, dass Reiche so viel übrig ließen. Schade, dass Monster nicht da war. Der hätte seinem Spitznamen hier alle Ehre machen können. Nach dem Krümelmonster aus der Sesamstraße. Abends stieg ich todmüde zu meiner Kammer hinauf. Gute Nacht, Herr Sailor. Nichts entdeckt, Pinky? Nur das Reichsein meint, alles im Überfluss zu haben. Eigentlich bezahle ich dich ja nicht fürs Schlafen, Junge. Aber los, hau dich aufs Ohr. Danke. Ich hatte nachts wieder runterschleichen und mich umsehen wollen, aber ich war so müde, ich schlief sofort ein. Bis ein Schrei durch das Haus gellte. Was war das denn? Ich schmiss mich in meine Klamotten und rannte in die große Halle mit den Palmen. Dort lungerten schon ein paar andere Diener herum und die 3 Neffen, alle im Bademantel. Sailor kam. Es ist nichts passiert. Sir Ashton geht es gut, es war nur ein Irrtum. Alle gehen bitte wieder auf ihre Zimmer. Pinky? Hier. Du kannst in der Bibliothek noch etwas aufwischen. Ein Glas ist zu Boden gefallen. Die anderen verzogen sich wieder auf ihre Zimmer. Aber mich nahm Sailor mit in die Bibliothek. Auf dem Fußboden lag eine rechte Hand. Der Stumpf leuchtete blutig rot. Keine Angst. Die Hand ist aus Kunststoff. Und dem Chef ist zum Glück nicht das Herz stehen geblieben, als das Ding durchs Fenster flog. Aber viel hat nicht gefehlt. Die Hand sieht verdammt echt aus. Mir wäre wahrscheinlich auch das Herz stehen geblieben, wenn sowas plötzlich vor meinen Füßen landet. Glauben Sie, es sind Fingerabdrücke dran? Kaum. Wer derart raffiniert vorgeht, denkt auch an sowas. Und auf dem Rasen vor dem Fenster werden wir natürlich auch keine Spuren finden können. Wer wusste, dass Mr. Ashton in der Bibliothek saß? Jeder im Haus. Der Chef liest jeden Abend bis Mitternacht. Und bei einer so warmen, sternklaren Nacht wie heute immer bei offenem Fenster. Und Fremde scheiden aus? Absolut. Das Tor ist nicht geöffnet worden, seit du gekommen bist. Und die ganze Nacht patrouillieren 3 Wachmänner mit Hunden an der Mauer entlang. Es muss einer aus dem Haus gewesen sein. Aber wer? Und Sie haben den Neffen noch nicht erzählt, was vorgefallen ist? Nein. Warum sagen Sie es ihnen nicht? Wäre doch interessant zu sehen, wie sie reagieren. Okay. Probieren wir es aus. Wir rufen sie an. Als ich Kind war, gab's zwar schon Telefone, klar, aber noch keine Handys. Telefone waren mit langen Kabeln miteinander verbunden und die Kabel verliefen durch die ganze Stadt und durchs ganze Land. Bei Potter gab's ein Telefon im Wohnzimmer. Klar hatten so reiche Leute wie die Ashtons in jedem Zimmer ihrer Villa eins. Mindestens eins. In der Bibliothek standen 2. Sailor ging zum Telefon am Schreibtisch und ich hob den Hörer vom Telefon neben dem Sofa ab. So konnte ich alles mithören, was gesagt wurde. Als erstes rief Sailor Jonathan, den ältesten der 3 Neffen, an. Jemand hat ihrem Onkel eine abgetrennte Hand ins Fenster geworfen und versucht, ihn damit so zu erschrecken, dass er einen Herzschlag bekommt und stirbt. Eine abgetrennte Hand?
Sein Entsetzen klang echt. Waren Sie die ganze Zeit auf Ihrem Zimmer? Wollen Sie etwa mich verdächtigen? Warum glauben Sie überhaupt an einen Anschlag? Haben Sie noch nie vom Gespenst der Ashtons gehört? Habe ich. Aber ich glaube nicht an Gespenster. Als nächstes rief Sailor den mittleren Neffen Benjamin an. Der lachte nur. Wo ich gewesen bin, fragen Sie mich. Also ein Alibi habe ich nicht. Ich war sogar im Park heute Abend. Doch ich habe noch beide Hände. Wollen Sie sie sehen? Nun, Sie werden den Täter schon entlarven, Sailor. Sie brauchen ja nur herauszufinden, wer sich die rechte Hand abgeschnitten hat. Das kann doch nicht so schwer sein. Er lachte wieder und Sailor legte wütend auf. Dann rief er den dritten Neffen, David Ashton, an. Und der erklärte Sailor kurzerhand für verrückt. Das sind doch alles Schauergeschichten, was Sie mir hier erzählen, Sailor. Das glaube ich nur, wenn Onkel Abraham es mir selbst erzählt. Ich gehe sofort zu ihm. Wollen Sie ihn umbringen? Sie wissen doch, dass er jetzt keine Aufregung verträgt. Wollen Sie mich etwa daran hindern, meinen Onkel zu besuchen? Ja, das will ich. Notfalls mit Gewalt. Das werden Sie bereuen. Ach ja? Und jetzt, Pinky? Jetzt sind wir auch nicht schlauer als zuvor. Wissen Sie wirklich nicht, wer es war? Aber das ist doch ganz einfach. Was? Du weißt es? Dann sag es mir. Wissen Sie, ich brauche erstmal eine Mütze Schlaf. So einen Fall lösen ist anstrengend. Ich sag's Ihnen morgen früh. Gute Nacht. Sailors Gesicht hättet ihr sehen müssen, als ich einfach so aus der Bibliothek spazierte. Ich wollte ihn ein bisschen zappeln lassen, als Strafe für die Arbeit, die ich hatte machen müssen. Er ließ mich sogar ausschlafen. Wahrscheinlich glaubte er nicht wirklich, dass ich die Lösung hatte. Dabei war es ganz einfach. Als ich nach dem Frühstück in sein Büro ging und ihm die Lösung verriet, machte er große Augen. Du bist ja wirklich ein Ass. Er rief den Direktor des Zoos an und versprach ihm die Giraffe. Ja, Herr Direktor, ich möchte einen Giraffenspenden im Namen von Abraham Ashton. Ja, Sie haben richtig gehört, eine Giraffe. Ja. Und dann den Chef der ABC Drugstores, den er erstmal anschnauzen musste, bis der begriff, dass ein gewisser Pinky und sein Freund Monster tatsächlich so viel Eis essen durften, wie sie wollten. Ja, hören Sie mir zu, oder was? Ja, sie heißen Pinky und sein Freund Monster. Die dürfen so viel Eis essen, wie sie wollen, ja? 1 Jahr lang. Ja. Ja, verdammt nochmal! Wie oft muss ich das noch wiederholen? Und dann auch noch den Leiter der Ashton Kleiderfabrik, damit der ein dickes, gut sortiertes Paket mit niegelnagelneuer Kleidung als Spende an Potters Kinderheim schickte. 5 Mädchen, 2 Jungs. Ja. Was? Weiß ich nicht die Größe. Rufen Sie doch mal beim Kinderheim an, ja? Sehr gut. Ich verlasse mich auf Sie. So. Und jetzt gehe ich zum alten Ashton und bringe ihm schonend bei, welcher seiner Neffen Gespenst gespielt hat, um ihn umzubringen. Er wird ihn dann enterben und aus dem Haus werfen. Oh, darf ich mitkommen? Dann kann ich gleich fragen, ob aus der Giraffe doch noch ein Elefant wird. Nein, ab hier übernehme ich. Das ist jetzt eine Familienangelegenheit. Verstehe. Sie wollen alles so hindrehen, dass es aussieht, als wären Sie auf die Lösung gekommen. Junge, ich muss noch eine Weile hier arbeiten. Dann muss ich meine Schäfchen ins Trockene bringen. Du nicht. Du musst jetzt mal wieder zurück in dein Waisenhaus. Mensch, da bist du ja wieder, Pinky. Die Freude verging Monster allerdings schnell wieder, als ich ihm erzählte, was ich im Hause der Ashtons alles zu essen bekommen hatte. Nein, 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 nein. Das ist nicht fair. Ich fresse hier den faden Kartoffelbrei von der Blindschleiche und du stopfst dir den Bauch mit allen Leckereien voll. Beruhig dich mal. Schau mal, was mir die Köchin von den Ashtons für ein schönes Paket mitgegeben hat. Mann! Aha. Alles super Leckereien. Oh, und wie das riecht. Und damit veranstalten wir jetzt ein großes Super Monster Gala-Fressen auf dem Dach. Worauf du dich verlassen kannst.
Es wurde wirklich ein richtiges Festessen. Und Monster aß sogar die gebratenen Froschschenkel, an die ich mich nicht herangetraut hatte. Schließlich war alles verputzt, bis auf ein paar Krümel. Oh, du solltest dich öfter als Boy verkaufen lassen. Scheint kein schlechter Job zu sein. Wer weiß, ob du als Detektiv so gut essen kannst. Pass auf, Monster. Ich will dir ein Rätsel aufgeben. Ich hatte Sailor geschworen, dass ich kein Sterbenswörtchen sagen würde. Aber Monster war mein bester Freund. Und außerdem würde ich platzen, wenn ich nicht noch jemandem von meiner genialen Lösung des Falls berichten konnte. Also erzählte ich ihm alles. Monster grübelte eine Weile über das Rätsel, dann schüttelte er den Kopf. Keine Chance. Das kriege ich nie raus. Welcher von den 3 Neffen ist nun der Gangster? Klar wie Kloßbrühe. Was? Der zweite natürlich. Warum? Der Lachende. Keiner der Neffen hat die Hand zu sehen bekommen, nachdem sie durch das Fenster geflogen ist. Na und? Nur der Täter konnte also wissen, dass es sich um eine rechte Hand gehandelt hat. Boah, du bist einfach unglaublich. Vielleicht wird aus dir eines Tages doch noch ein richtiger Detektiv. Ja, oder Hellseher. Ich sehe, dass der Kitzbürger Zoo in wenigen Tagen eine Giraffe geschenkt bekommt. Ja, klar. Und 2 Flöhe aus Potters Waisenhaus. Hast du es auch herausgefunden, wer von den 3 Neffen das es war? Clever, der Detektiv Pinky, oder? Mehr Fälle von ihm findest du im Podcast SRF Kids Hörspiel oder auf srfkids.ch. Und dann hören wir uns wieder, oder? Würde mich freuen. Bis bald und tschüss von mir, Anna Züllig.